Grüß dich zurück zu Generation Zero und diesem Landfall-Update. Heute werden wir uns einmal mit dem normalen Schwierigkeitsgrad beschäftigen. Wenn wir das haben, ich bin noch relativ gut bestückt, was Recyclingmaterial angeht. Wisst ihr, schon her? Das Einzige, was mir fehlt, ist Titan und Elektrolyt. Der Rest sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Und Uran fehlt mir halt. Aber das werden wir uns ja da, glaube ich, wenn ich es aus dem Kommentar vom, ich weiß jetzt nicht, wie du hast, entnommen habe, kriegen wir das Uran da bei den Verteidigungen. Entschuldigung. Und dann werden wir uns auch weiterhin auf das Elektrolyt versteifen. Wir benötigen mehr Lagerplatz. Hier, genau. Ja. Oder wenn da noch was geht, bin ich mir gar nicht so sicher. Ist ja wurscht. Ich muss da sowieso aufräumen, wie es siehst, da ist Chaos hoch pur. Ich möchte dann anfangen, bis Stufe 4 sämtliche Waffen zu entfernen oder zu zerlegen und dann weiter mit Stufe 5 und Stufe 6. Genau. Da habe ich auch wieder einiges zusammengetragen. Das können wir dann auch noch alles zerlegen. Aber wir kümmern uns nun mal um die Basisverteidigung. Ich habe etwas eingepackt. Das machen wir schnell. Klein, fein, unser. Ich hoffe, es funktioniert. Aha. Gut. Inventar. Wir müssen mal ins Inventar. Dann sage ich dir, was ich vorhab. Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Da. Einen Platz bitte zuweisen. Bitte hier. Ich habe noch ungefähr 30 Stück in der Truhe. Also da brauchst du keine Sorgen machen. Das war jetzt Nummer 6, genau. Wir werden jetzt mal ein paar platzieren. Ich gehe jetzt nach den Wegen, wo ich weiß ungefähr, dass sich die KI bewegt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Machen wir da 5 daher. Dann weiß ich, dass sie von hier kommen. Zack. Ich weiß gar nicht von da. Also wurscht, platzieren wir da auch noch 3. Wir haben's ja. Machen wir da noch 4 her. Ist ja wurscht. So, dann. Die nächste platzieren wir da hinten. Da können wir... Ah, warte mal. Gummi, ist ja noch gut. Dieses Respawn, das kann also richtig eine herzenserfrischende Angelegenheit sein. Dann daher. Von da weg so eine Landmine halten wir uns auf. Es gibt nämlich eine Stelle. Und das habe ich ja bei einigen, eigentlich nur bei mir selber und bei einem anderen Let's Player gesehen, der sich diese Verteidigungsgeschichte da angeschaut hat. Da ist Huiz. Nicht hängen bleiben, Mädel. Sonst hau ich die. Und zwar das, was ich suche, müsste rein theoretisch, wenn ich mich recht entsinne, da, ich glaube da irgendwo. Weil das ist ja nämlich so eine kleine Stelle, ich weiß, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob die Stelle vom Landfall-Update anders ausgeschaut hat. Aber die Tanks bleiben mir da zeitweise hängen. Ich weiß aber nicht warum. Keinen blassen Schimmer. Ja. Ich hätte gesagt, wir gehen uns einfach einmal an und quälen uns da durch.
Wie viel Platz haben wir denn? 57. Ja, wir haben ein bisschen Platz zur Verfügung. Heute den normalen Schwierigkeitsgrad und kommende Woche dann den schweren. Oh. Kurz einen Blick, jetzt muss ich nur schauen, wie viel haben wir denn da? Erweiterte 34 Stück. Oh, das wird aber reichen. 1, 2, 3, 4, genau. Dann habe ich uns ja, ich habe jetzt vor kurzem einmal gefunden. Nein, nicht das. Da war ein anderes Sturmgewehr. Jenes hier. Das ist auch nur im Sortiment Stufe 5, glaube ich. Kann ich da jetzt sagen? Ja. Stufe 5. Oder was ist N16? Nein, es ist N16. Entschuldigung, mein Fehler. Stufe 5. Habe ich uns vor kurzem auch gefunden. Wenn ich Magazine dafür finde, werde ich sie sofort einbauen. Allerdings hat jetzt momentan alles, was Ressourcen angeht, später dann für einen Tank ein bisschen Vorrang. Genau. Gehen wir so. Und sollte ich mich etwas ermüdet anhören, bitte verzeiht's mir, dass ich mich etwas müde anhöre. Es waren chaotische letzte Wochen. Boah. Boah, jetzt schon Apokalypse-Class. War das jetzt Apokalypse-Class? Sicher. Boah, das wird geil. Au, bist du deppert. Aua. FNX, okay. Das war wohl nix mit FNX. Boah. Boah, ich liebe diese Waffe. Ich liebe sie einfach. Sehr gut. Oh! Ach du heilige Scheiße, das fängt schon früher an. Oh, geil. In der zweiten Welle einen kleinen Tank dabei. War das wird geil. Uah. Pur. Pass auf, was du tust. Ich finde es eigentlich arg, wie obsolet eigentlich die Tanks werden, wenn du dir jetzt so einen Kampf anschaust. Tank gegen die russischen Maschinen oder die sowjetischen. Wow. Weg, du Depp. Sehr gut, der Raketenwerfer ist weg. Ist schon mal ein gutes Spiel. Ist schon mal gut angefangen. Gut angesetzt. Sehr gut. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit außer. Gott. Wieso kann ich das nicht reparieren? Ah, wird wahrscheinlich Titan füllen. Scheißen. Ah, Entschuldigung den Ausdruck. Ah,
Trotz aller experimentellen Waffen, gell? Ich liebe dieses Maschinengewehr. Ich liebe es einfach. Shit, mir fällt Titan. Ich kann nichts mehr reparieren eigentlich. Das war's. Beschütze das Kommando und bereite dich, bevor die nächste Gegnerwelle eintrifft. Oder löse es im Kommandozentrum. Geht schon weiter. Oh! Wow. Wie du siehst, ich habe mich schon irgendwie schon ein bisschen drauf eingeschossen auf die Raketenwerfer und das Maschinengewehr für die Tanks. Also das habe ich schon ein bisschen irgendwo spät, aber doch irgendwo verinnerlicht. Weiß nicht warum. Ja, weil es einfach die beste Variante ist, sich für einige Zeit den Tank von der Backe zu halten. Siehste, na das ist ein Deutsch, ha? Jetzt redet der Trottel schon im Dialekt, versteht man schon kaum. Bist du deppert? Geht's ja auch wie im... Da geht's ja zu wie im Buff beim Abverkauf. Na komm, danke. Immer von hinten, ich hasse Anal. Sehr gut. Beim nächsten Mal, dass ich es nicht vergiss, ich werde beim nächsten Mal wieder einiges an Titan angesammelt haben, dass wir ein bisschen mehr haben und der nächste Tank. Das ist ja... Schau! Okay, die Maschinen sind darauf programmiert, dass sie da drauf zugreifen. Das ist logisch. Ah! Scheiß Apokalypse-Klasse. Ist so ein Apokalypse, ja. Ich brauche für den noch ein größeres Magazin. So, jetzt gehen wir den nächsten Tank an. Für die Waffen möchte man unbedingt eine explosive Munition auch wieder herstellen. Also es gibt noch genug zu tun eigentlich. Nur bin jetzt nicht unbedingt der große Grinder, wie man so schön sagt. Also mir macht das eher, weiß ich nicht. Ich bin da eher ungeduldig, weißt. So. Einmal um die Ecke. Wenn man wieder mal da ist, haben wir ein Panzerbrechen. Die haben aber auch noch mal 5 dabei. 5. Das war das. Wir probieren einmal. Ich probiere ja auch immer gern was Neues aus. Und schnappen wir uns gleich mal dieses Teilchen.
Ich liebe dieses Sounddesign, was die Tanks haben. Und überhaupt im späteren Spielverlauf, dann was du mit der Apokalypse klar Satz tun hast. Wow, dieses Sounddesign, ach, so geil. Kuckuck! Das war Volltreffer. Ich spür's einfach irre. Ja, also für einen schweren Modus muss ich dann mehr vorbereiten, also das habe ich schon gesehen. Ich würde mir eigentlich einen Raketenwerfer overnehmen. Weil der Raketenwerfer ist ja beim Tank eigentlich eh die größte Schwachstelle, die er hat. Außer du hast das vielleicht, außer du hast andere Informationen, wie ich. Okay. Ja. Unsere Geschütze brauchen ja Zeit für den Tank. Das ist alles kein Problem. Da sind wir in einem relativ guten Zustand. Aber warte mal. Nein, das mache ich nicht. Du kleiner, reidiger Schinken, du. Ah, voll geil. Ja, haben wir wieder einiges dabei. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Haben wir... Oh, oh. Nein. Fressen wir noch eins? Hab ich schon gesagt. Das friese ich wie Tic-Tac. Der ist arbeitslos. Faule Bagage. Wie ist denn der? Was hat der Hand davor? Alter. Die Mission ist durchzogen von Tank, ha? Schau da den Trottel an, der läuft an mir vorbei. Na komm her, du Buizen, ich bin da. Ja, jetzt bist du hin. Wurscht. Eins nach dem anderen. Ich nehme gleich alles mit, was wir brauchen. Okay, jetzt kümmern wir uns um den Tank. Boah, du Potzer, du Schirche, wart da. Wenn ich die jetzt in die Finger krieg. Mach mal dich wieder. Hey! Da bin ich! Jetzt weiß ich, warum du nicht gewinnst gegen die russischen Maschinen, du Eumel. Ja, mit der Moral wirst du nie gewinnen, Alter. Der trat mir beinhart den Rücken zu. Schau dir das an. Da bin ich. Du Warzen. Wieso schießt er nicht? Ja klar, jetzt kommst du mit Gas. Furzen kannst du woanders, du Depp, du. Da leider, schau dir das an. Da lebt ja gar nichts mehr. Ja.
Aber in Kürze looten müssen wie Sau. Ehrlich. Da ist ja alles hin, schau das an. Ja, okay, gut. Was jetzt aber nicht weiß, hat der Tank an sich selber unter der Panzerplatte am Knie auch Schwachstelle? Anscheinend. Okay, jetzt haben wir die Frage, glaube ich, selber beantwortet. Da leider. Da geht's dazu wie im Ausverkauf. Ja, aber ich habe keine Zeit zum Reparieren. Tut mir leid. Nordtank. Alter, was kommt denn dann was kommt denn dann auf dem schweren Schwierigkeitsgrad? Ich hätte damit viel gerechnet, aber nicht mit so viel Tanks. Na gut. Dann entledigen wir uns zuerst dieser Zecke. Geil! Ja! Wow! Geil! Ah, das fetzt, Alter. Gibt er das? Und noch einmal, ich weiß, ich bin ein schwieriger Charakter, aber ich bin so, mein Gott. Jeder ist so, wie er ist. Der eine so, der andere so. War ja langweilig, wenn wir alle Helene Fischer-Fans waren. Aber trotzdem, die FNIX-Tanks, die sind schon geil. Uah, uah, weg. Da hat überhaupt keine Verteidigungsmaßnahmen mehr. Wenn ich dich anbaue. Warte mal, ich habe eine Idee. Das müsste sich aber ausgehen. Was? Warum? Und an was hat die Spürz das festgemacht? Das verstehe ich nicht. Ja sicher, jetzt wird einen schweren Modus starten. Ha ha ha. An was hat das Spiel das jetzt festgemacht? Oder hab ich den einen Dings abgebaut? Okay, dass das so schnell geht, mit denen hätte ich nicht gerechnet. Und das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. 1, 2, 3, 4. Das waren 5 Tanks und allesamt FNIX-Class. Okay. Naja gut, dann werde ich mir in der kommenden Woche was einfallen lassen. Und dann werden wir den Schatz noch einmal probieren. Genau, probieren geht über studieren. Und ja. In der Zwischenzeit will ich viel looten und viel grinden.
Ja, aber obwohl ich nicht unbedingt der Mensch bin, der gern viel grindet, das bin ich nicht. Das ist mir, da wie ungeduldig, da passiert nichts. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Da geht nichts weiter, sagen wir mal so. Da ist jetzt was weitergegangen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, scheiße. Aber warum? Das kapiere ich noch nicht ganz. Vielleicht hast du einen Hinweis, warum das jetzt so in die Hosen gegangen ist, sag jetzt einmal. Hm. Ich weiß es nicht. Nö, ich weiß es nicht. Na gut, dann ja, Kopf hoch, nach vorschauen und beim nächsten Mal werden wir uns diesem Ding nochmal widmen. Da werden wir uns das alles nochmal neu aufbauen. Dann werden wir aber das so machen. Ich werde das in 2 Teile dann aufnehmen. Der Wiederaufbau und dann die Fortsetzung bzw. die Revanche des normalen Schwierigkeitsgrads. Genau so wir es machen. Man sieht sich und bis bald. Na gut, so kann man natürlich auch lernen.